Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Banished. In der Zwischenzeit ist bereits ein neues Update rausgekommen, wo ich bis jetzt noch nicht gespielt habe. Ich habe Banished jetzt schon ein Zeitchen nicht mehr gespielt. Etwa seit 2 Monaten, 3 Monaten nicht mehr. Ja, wahrscheinlich in 3 Monaten. Und in der Zwischenzeit ist ja noch der PC kaputt gegangen, wo ja alle Save Games drauf waren. Das heisst, es fährt ein Game an. Ganz einfach. Und ich würde sagen, schauen wir doch mal rein mit allen Updates, die es gegeben hat. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, euch wird es gefallen, so wie mir. Und da es ja die Stadt nicht mehr gibt, nennen wir sie wieder mal. Trolltown. Ja, doch. Nein, machen wir doch so mal Stadt. Trolldorf. Weil es einfach blöd tönt. So. Jetzt machen wir da noch ein 0 rein. Okay, geht nicht. Dann machen wir halt da ein 0 raus. Gut. Wir haben Valleys. Wir machen eine grosse Karte. Das Klima soll mild sein. Ja. Nein, lieber mal zuerst ohne. Und das soll easy sein, weil wir wissen, ja, Banished ist ein relativ schwieriges Game und wenn man dort nicht gerade von Anfang an alles richtig macht, kann es ziemlich kurz werden. Also probieren wir es doch mal so. Ich hoffe jetzt, dass wir einen relativ guten Startplatz haben. Ich muss mich zuerst wieder reinfinden in die Steuerung. Ich habe es mittlerweile wirklich wieder vergessen. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar andere Games gespielt. Unter anderem Trials Fusion, Watch Dogs, wo ich aber keine Videos darüber machen werde. Vielleicht bei Trials Fusion etwa die mal. Aber in dem bin ich einfach zu schlecht und naja, das kann es ja einfach nicht sein. So. Also, wunderbare Sache. Wir haben Kühe zum Anfang. Jetzt muss ich mir da zuerst mal einen Überblick verschaffen. Ah, und die Kamera drehen mit WASD geht jetzt. Q und D funktioniert auch, das ist wunderbar. Es ruckelt ein bisschen. Ihr müsst entschuldigen, das hängt an meinem... das liegt an meinem Aufnahmeprogramm. Das frisst doch relativ viele Ressourcen. Und mal, es sieht doch schon mal ganz schlecht aus. Okay. Also das erste Mal ist, wir müssen die Kühe unterbringen. Für das, da sieht alles noch genau gleich aus. Jetzt muss ich überlegen, das ist ein Roster, Trade, Town Services, da ist es. Genau. Jetzt müssen wir uns da ein Cage machen für unsere Kühe. Und ich würde sagen, der Platz, nein, Moment, ich has R, genau, R ist es. Also wieso nicht gerade da? Sieht gut aus. Jetzt würde ich mal meinen, machen wir da gerade eine höhere Priorität. Genau, was ist das da gewesen? Ha, es funktioniert ja noch. Es funktioniert ja noch. Mehr oder weniger. Naja, es wird wahrscheinlich schon noch schlimmer rauskommen, aber im Moment funktioniert es. So, ein Weg ist gelegt. Und ich hoffe, dann werde ich die da gerade anfangen. Was wir vielleicht auch noch gerade machen ist ein Fischer. Der kann doch gerade mal da hin. Ah, da wäre fast ein bisschen besser. Ja, der kommt da hin. Ich denke, der wird jetzt die grösste Priorität haben, weil so erfahrungsgemäß bringen die Fischer am meisten Essen gerade am Anfang. Und von dem her wäre es vielleicht nicht schlecht, den gerade zu haben. Okay, also dann lassen wir die mal arbeiten. Oh ja, genau, da war ja noch etwas. Das da? Jawohl. Der kommt da hin. Dann das da, das ist der Event-Log, der kommt da hin. Dann ist noch das da gewesen. Das ist... ich glaube, das war da gewesen. Und dann ist noch gewesen, das da. Genau. Dann habe ich mein Setup wieder drin. Und ich hoffe, die machen jetzt ein bisschen vorwärts da. Jawohl, die fangen schon an zu bauen. Und da fangen sie auch schon an zu abholzen und Steine weghämmern und Zeug und Sachen. Dass dann da das Cake gemacht werden kann. Es ist nicht das grösste mögliche Cake. Weil es braucht es momentan noch nicht. Aber sobald das wird voll sein,
werde ich dann das erweitern und vielleicht dann hier hintatschen. Weil da hat es gerade einen schönen Platz. Das sieht nicht schlecht aus. Da hat es noch schöne Rehe. Schau mal die schönen Rehe an. Und Hirsche, nein, das sind Hirsche. Diese schönen Geweih. Oder Reh. Keine Ahnung. Reh, Hirsch, ist das nicht das Gleiche? Ist das Reh nicht einfach das Weibliche und Hirsch das Männliche? Dings, ja. Wie auch immer. Der Bau geht relativ gut voran, nur da schleift es. Also würde ich jetzt da sagen, mache ich da ein bisschen vorwärts, bitteschön. Und ich weiss wieso nicht. Ich habe keine Bilder zugewiesen. Die kommen jetzt. Sehr schön. Okay, wir haben späten Frühling. Da fällt mir gerade ein, da sollten wir vielleicht mal einen Woodcutter noch einstellen. Nein, falsch. R. Ich würde jetzt den mal so hin tun. Ich werde jetzt 2 bauen, aber nur einen benutzen dann, weil 2 braucht es momentan noch nicht. Okay, Fischer. Fischer sind gsi, wo Fisherman da. Von denen braucht es halt schon 4. Und die sollen jetzt einfach mal schön das Zeug machen. So, okay. Ich bin ja ein grosser Fan vom Vorspulen da, weil aus dem einen Grund... Ah, mit dem mittleren Mustangsklick geht das auch. Das ist schon wunderbar. Das ist schon wunderbar. So, jetzt da haben wir die auch fertig. Jetzt kann mal da einer noch verschaffen. Jetzt haben wir noch einen freien Arbeiter. Gut, die kann man wieder abziehen. Und der wird jetzt da... jetzt wollte ich mit Rechtsklick von Tropico her das Baumenü aufmachen. Das geht natürlich nicht. Jetzt muss ich da mal zuerst die Strasse ziehen. Ich habe das gerne, wenn da die Strassen und die Häuser rum sind. Dass man da einen kleinen, ja, keine Ahnung, wie man das soll sagen, so einen kleinen Dorfplatz hat. Irgendwie so. Okay, und jetzt ziehen wir die einfach mal da runter. Jetzt kann man nämlich da. Moment, vielleicht kann man da schon. Kann man schon? Ja, man kann schon. Das ist ja wunderbar, ist das. Ich soll da mal ein Steinhaus hin. Weil Steinhäuser brauchen ja erfahrungsgemäß weniger Holz. Oh, ich sehe gerade, dort ist kein Weg rauf. Da ist der Weg. Der arme Keib. Muss ja alles von Hand tragen sonst. So, jetzt geht es weiter. Wir brauchen noch mehr zu essen. Das heisst, wir brauchen jetzt mal einen Gatherers Hut. Die tun wir jetzt mal da hin. Doch, da. Oder soll ich die jetzt wirklich mal ein bisschen Gats rausmachen? Ja, komm, ich tue sie. So. Und dann noch ein Hunting Cabin. Da. So, und jetzt muss ich da den Zwischenweg finden. Machen wir einfach mal so runter. Und so über. Und fast drauf. Ja, das lasse ich auch gelten. Das sieht nicht schlecht aus. Jetzt braucht es da 8 Bilder. Nein, die tue ich jetzt aber noch nicht zuweisen. Weil sonst habe ich dann zu wenig für den Rest. Das heisst, 2 brauche ich schon mal für das Haus da. Das sind glaube ich 2 gewesen. Ich mal schnell schauen, jawohl 2. Da sind auch 2 am Arbeiten, das finde ich schon mal positiv. Ja, jetzt bin ich ja ein grosser Fan von viel Lagerplatz. Den tue ich dann hier erweitern. Und der hat natürlich sein Soll schon erreicht. Das ist zwar schön für ihn, aber es ist zu wenig. Da muss noch mehr hin. Holz haben wir 99. Das heisst, ich muss jetzt hier abholzen, sobald das Haus fertig ist. Genau. Und wie sieht es da hinten aus? Ja, da sieht es halt auch noch nicht so gut aus. Also ich würde mal meinen,
da. Das war glaube ich da gewesen. Nein. Da. Genau, Harvest Trees. Mache ich einfach mal da. Die unteren Bäume soll ich jetzt mal abhacken. Der da ist eingestellt, der braucht es noch nicht. Und wie sieht es jetzt aus mit dem Essen? Das Essen sieht momentan noch nicht so ganz schlecht aus. Stone, okay, wir brauchen noch Stein. Wahrscheinlich für die hier. Jawohl. Wie viel habe ich noch? Stein, nicht mehr Haufen. Ja, also da würde ich mal meinen, ich soll jetzt da noch den Stein abbauen. Der kann jetzt gerade eine höhere Priorität über. So. Okay, ja, der kommt so langsam nach. Wir haben jetzt Firewood, ist das glaube ich, jawohl, 266. Das sollte gerade noch so knapp lange für im Winter. Und sonst könnte man dann allenfalls immer noch da den zweiten einstellen, wo dann das Ganze, wo ihm dann hilft da. Also er das nicht ganz alleine muss machen. Jetzt kann man doch da irgendwo nachschauen, wie viel das die... Ja genau da. 760 Fische haben jetzt die bis jetzt schon rausgeholt. Das finde ich nicht schlecht. Jetzt können wir da mal schauen. Wir haben noch 33 Iron Tools. Das ist auch nicht gerade ein Haufen. Wir haben noch 142 Potatoes. Herdöpfel natürlich. Jawohl. Ich würde mal sagen, das läuft. Jetzt denke ich da. Wieso nicht? Dann möchte ich da gerade mal das Feld designieren. Und dann soll ich doch mal Röpfel machen. Da braucht es 2. Okay. Oh, ein 11-jähriges. Ein 11-jähriger Bub ist dort eingezogen. Es sieht noch nicht so gross nach Nachwuchs aus da. Von dem Haus können wir jetzt bald erwarten. Nein, ja, doch nicht. Oh, und jetzt kommt Winter. Und jetzt wird es hart. Wie sieht es da aus? Die haben sehr wahrscheinlich noch nichts gemacht, genau, weil da passen 18 rein und 8 Hammeranfängs. Aber die arbeiten schön dran und das finde ich gut so. Okay, es sieht doch schon mal nicht ganz slide aus. Da könnt schon mal 2 anfangen. Gut, das sieht schon mal nicht ganz leid aus. Also ich denke, den ersten Winter werden wir sicher überleben. Wenn auch nur knapp, weil das Feuerholz wird sehr knapp. Also respektive einfach das Holz im Allgemeinen. Was ich aber nicht so schlimm finde. Jetzt tue ich da nochmal Priorität auf. Dass das auch wirklich gemacht wird. Okay. Und jetzt haben wir natürlich zu wenig Leute für da. Das macht aber nicht einen Haufen. Weil... Dings. Wir wissen schon. Wie auch immer. Wir haben jetzt 0 freie Arbeiter, was naja ist. Und sonst haben wir da, wir haben einen, der Holz macht, also Feuerholz. Was momentan ja, noch recht gut aussieht. Dann haben wir 2, die da hinten Essen sammeln. Die haben schon ja, ein paar Sachen halt gefunden. Da arbeitet noch gar niemand. Was macht denn der was? Aha, das ist wahrscheinlich einer von denen da. Gut. Und jetzt würde ich mal meinen, hat es da ganz Haufen Steine rum, wo verhindert, dass da noch mehr Bäume wachsen. Weil mein Ziel ist eigentlich, dass wir da einen einigermaßen Wald haben jetzt am Anfang. Und dann später wird das alles abgeholzt, da wird natürlich mein Dorf wird ausgeweitet. Und dann werde ich wahrscheinlich da unten, was ja gerade ein wunderbarer Platz ist,
werde ich eine Baumfarm, also eine Forester Lodge, werde ich hier hinbauen, wo wir dann unser Holz herbekommen. So, jetzt haben wir da wieder einen Laborer dazu bekommen, einen freien Arbeiter, das finde ich sehr gut. Bilder kann ich auch abziehen, die braucht es momentan nicht. Ich könnte jetzt die nämlich hier den Stein abbauen. Dem gebe ich jetzt mal eine höhere Priorität. Weil Stein fehlt uns extrem. Dann muss ich auch langsam mal schauen, dass wir hier einen Schmied bekommen. Ein Schmied ist es, glaube ich. Und auch schon schauen, da, wo ist das Zeug? Ist da? Ja, genau da. Ja, ein Schmied, ein Blacksmith, wie man so schön sagt auf Englisch, mit dem ja, ihr wisst schon. Ja, und jetzt bin ich da schon am Auskundschaften, wo ich dann meine Mine mal einsetzen könnte. Also da ist ein wunderschöner Platz. Da würde ich eventuell noch eine reinpassen. Und der Steinbruch vielleicht da. Oder vielleicht da. Ah, da könnte ich zwar ein Forester Lodge rein. Das ist glaube ich vom... ja, das würde perfekt reinpassen. Und da vielleicht ein Tunnel durch. Respektive da. Ja. Und jetzt komme ich da die erste Warnung. Food is low. Naja, wir haben ja noch 333, also take it easy, hä? Wir sind jetzt schon wieder im frühen Frühling. Und wie wir hier sehen, der Platz, wo vorhin all die vielen Steine rum waren, ist jetzt teilweise schon wieder bewachsen worden durch neue Bäume. Da ist einer und da zwischen sicher auch noch 2, 3 neue gegeben. Das finde ich tipptopp so. Und jetzt geht es darum, oh, jetzt ist aber wirklich langsam höchste Zeit, dass wir jetzt da mal 3 einstellen. Jetzt haben wir noch einen freien Arbeiter. Ich denke, der kann jetzt mal abziehen. Jetzt haben wir noch 2 freie Arbeiter. Jetzt muss ich da mal schauen, wie es aussieht mit dem Nachwuchs. Okay, 10. Okay, ich denke, ein neues Haus wäre nicht schlecht. Aber ich habe jetzt nicht kein Holz mehr. Das heisst... Ach nein. Da brauche ich. Zuerst mal Holz abbauen. Und zwar alles das da. Das ist sehr wichtig gerade. Und jetzt habe ich gar kein Holz mehr. Gar kein Essen mehr. Das finde ich nicht so lustig eigentlich. Wieso habe ich kein Essen mehr? Was ist mit euch? Ihr sollt Fisch holen. Los. Ja. Obwohl jetzt von denen da wird es jetzt sicher wieder ein bisschen geben. Und von dem da wird es jetzt auch ein bisschen Food geben. Der hat erst gerade angefangen. Aber es sieht nicht ganz so, naja. Es ist ein holpriger Anfang, aber das ist so eigentlich immer bei Banished. Ja, mal schnell schauen, ob da irgendwas fehlt. Nein. Also ja, fehlen tut noch ganz viel natürlich, aber ja. Aber ich denke, es funktioniert. Also die kommen jetzt da schon mit dem Fisch wieder an. Ja. Der wird wahrscheinlich wieder weg sein da. Ja, Beeren, Fisch. Und ein bisschen Pilzgemüse. Das ist ja so alles. Da auf die Herdöpfel müssen wir halt jetzt noch warten. Eigentlich müsste ich noch ein zweites Feld machen, aber ich habe einfach zu wenig Arbeiter, das ist eben das Problem. Oder längert da echt einen? Jetzt da nochmal einen machen. Und dann dafür da unten nochmal ein Feld. Ich glaube 9×9 war das andere. Mal schauen, ob das etwas bringt, aber ich glaube es nicht. Okay, der Food geht wieder ruhe.
Anscheinend kommt jetzt von da auch, ja, da kommt jetzt auch etwas. Und da haben wir doch schon einiges können sammeln. Oh Mann. Und übrigens, wir müssen entschuldigen, dass so lange keine Videos mehr gekommen sind. Das Problem war eben, erstens ist der PC kaputt gegangen, respektive die Festplatte hat es gelüpft. Und naja, ich tue ja auch noch arbeiten nebenbei. Und ja, so habe ich einfach nicht mehr sehr viel Zeit gehabt zum Gamen, respektive ich habe zwar schon noch ein paar Spiele gemacht, aber halt wieso braucht es jetzt plötzlich dazu? Ja, mach ich es einfach mal. Ich habe zwar schon noch gespielt, aber halt immer so freizeitmäßig, ohne aufzunehmen, weil es ist doch immer ein bisschen eine Anstrengung, wenn man muss, oder wenn man tut aufnehmen, weil... Oh nein, jetzt sind noch einer. Ist einer gestorben? Nein, gut. Ah ja, da nicht zwei. Einer lange hat ja nicht gesagt. Eben ja, wegen dem Aufnehmen. Es ist halt schon nicht ganz das Gleiche, ob man jetzt einfach gamen für sich selber oder ob man dazu noch halt aufnehmen und halt noch Sachen muss erzählen und dann muss man auch noch ein bisschen planen, was mache ich als nächstes und welches Game und was habe ich denn vor in dem Game und es ist halt nicht ganz einfach. Ich meine, ich kann jetzt bei dem Spiel jetzt nicht einfach so drauf losgamen, wie ich normal würde. Ich muss mir überlegen, ja, ich muss mir so das Grundkonzept überlegen, was ich machen will, was ich zeigen will. Wenn ich für mich privat game, dann mache ich das völlig anders. Also völlig anders wäre ich jetzt vielleicht gerade am Anfang nicht vorgegangen, aber so mit der Zeit hätte ich einfach vielleicht andere Sachen probiert, wo ja, oder einfach anders gemacht. Auf andere Sachen geachtet halt. Und das kann ich jetzt da halt nicht. Und da ist noch nichts gemacht worden und da ist auch noch nichts gemacht worden und das ist wunderbar, es läuft. Jetzt hätte ich aber gleich gerne die Steine weg haben. Ich würde da gerne noch ein Steinhaus bauen. Mit R tut man rotieren. So. Und solange da Grundmauern noch nicht stehen, tue ich auch noch keine Bauarbeiter zufügen. Weil es braucht es meines Erachtens nicht. Jetzt kann man da eigentlich zur Ernte. Könnte man jetzt da eine mehr zufügen, weil sonst geht das alles ein. Okay, das gibt jetzt ein Herdöpfel dazu. Aber es wird knapp, es wird knapp. Ja, ja, der bringt das gerade heim. Ja, ja, ist ja schon gut, gell? Gemeinschaft, was ist das? Okay. Ja, da wird schon mal gut geerntet, da kommt auch etwas dazu. Also ich denke, sobald dann da alle Kühe rum sind, wird es relativ schnell gehen, also relativ gut gehen mit dem Essen. Weil ich weniger Probleme habe dann. Und was mache die? Was mache die? Ich frage mich echt. Ich meine, ist das schon so schwierig? Was haben jetzt die da schon geleistet? Ja gut, okay. 560, nicht schlecht, nicht schlecht. Und die da? Naja, immerhin ein bisschen etwas, he? Ja. Okay. Ja, jetzt halt am Anfang ist es schwierig, zum reinkommen. Und sagen, du fährst wieder an. Sonst sehe ich schwarz für den Winter und der kommt dann schon bald. Also, ich habe zu wenig Arbeiter, das ist mein momentanes Problem. Ich habe ja schon mal gesagt, bei Banished gibt es keine Währung, bei Banished sind eigentlich die Arbeiter die Währung. Man muss schauen, dass man immer genug Arbeiter hat, aber auch nicht zu viel, weil zu viele Arbeiter, das würde einfach bedeuten, man muss wieder zu viel durchfüttern. Was natürlich auch nicht so ideal ist. Ich habe mich leicht erkältet. Es ist August und ich habe mich erkältet. Ja, das sagt viel aus über den Sommer. Es ist nicht der beste Sommer, den ich je schon erlebt habe. Aber da der Fischereibetrieb, der scheint zu funktionieren. Mal schauen, was jetzt die
Ja, doch, die haben doch immerhin 726 Fische gemacht bis jetzt. Oder gemacht, gefangen natürlich. Und da haben wir jetzt auch schon 10 drin, das ist auch gut. Jetzt haben wir wieder 3 Arbeiter mehr. Jetzt tue ich doch da mal 2 zuweisen. Vielleicht tun die mal endlich vorwärts machen, da, keine Ahnung. Sieht so nicht danach aus. Ja gut, das hat auch noch eine Zeit, das Haus. Also tue ich die 2 wieder wegnehmen da. Farmer, wieso braucht es da 4? Ach so. Da kommt wieder eine. So, zack. Da ja, passiert halt momentan noch einmal. Also jetzt braucht es 2 Farmer, ja 2 habe ich. Das ist gut. Also jetzt 4 jetzt, wo jetzt da den Stein wegnehmen, glaubst. Der ist zwar nicht angezeichnet. Wie auch immer. Ah, und jetzt sind sie endlich da am Baum fällen. Am Bäume fällen. Das finde ich auch schon mal sehr gut. Da kann man nachher da das Gröllfeld wegnehmen. Da habe ich dann auch wieder genug Eisen. Ja, jetzt momentan sieht es nicht schlecht aus. Ich denke auch, wenn dann, in der kommenden Saison das Feld hier anfängt Ressourcen abwerfen, wird es nachher besser aussehen. Jetzt mal schauen, kann ich da noch eine Straße? Ja, ich kann da noch eine Straße durchziehen. Mache ich doch die bis da. Nein! Weiss mehr. So. Dann nehme ich da nochmal das Feld hin. Das mache ich jetzt im Winter. Natürlich. Jetzt braucht es da 4. So. Dann soll ich da jetzt mal schnell das Feld noch machen. Bitte. Jetzt. Am besten gestern schon. Und dann läuft das. Okay, der Woodcutter der hat gut durchgelassen. Ja. Das heisst, er braucht momentan noch keine Hilfe. Das Feld ist fertig. Okay. Dann kann ich da mal... Ja, dann machen wir da nochmal Höröpfel. Eine weg. Eine weg. Eine dazu. So. Weil jetzt kann nämlich gerade im Frühling dann der Typ da anfangen machen, was er macht. Also das Feld pflegen und hegen, dass da schön Zeug wächst. Und die Bäume sind jetzt gerade alle weg. Okay. Ah nein, da ist der letzte Baum gefallen. Aber ich denke, ich werde jetzt da noch, weil das so gut gegangen ist, die restlichen Bäume bis da noch fällen lassen. Und jetzt fängt es auch an mit dem Hausbau, das finde ich auch schon sehr gut. Da kann ich jetzt da wieder einen mehr dazu tun. So. Dann wird das nämlich auch schnell aufgezogen. Der soll jetzt noch ein bisschen weitermachen da. Und dann läuft das. Ich bin wieder ein bisschen da auf die Tabellen am schauen. Weil, was das angeht, bin ich immer ein bisschen paranoid. Weil ich immer das Gefühl habe, jetzt stirbt dann gerade einer, aber momentan sieht es noch nicht so danach aus, als würde jetzt nächstens jemand sterben. Da haben wir jetzt 18, 15, 25, 26, 30, 30. Ja, die 32-Jährigen sind wahrscheinlich die Ältesten da. Jetzt ist da auch schon jemand eingezogen, da wird auch wieder gerade Nachwuchs geben. Dann. Das läuft. Jetzt bin ich mir gerade am überlegen, ob ich vielleicht noch einen zweiten Fischer einstellen soll, weil die produzieren recht gut. Den könnte man dann hier ansetzen. Zusätzlich halt zu dem Feld, also zu diesen Feldern.
Und danach wird es von da dann auch noch Essen geben. Man könnte eigentlich mal da das Eisen, das stört mich schon lange eigentlich. Die Bäume, die funktionieren. Weil dann könnte man nämlich dann da mal einen Schmied hinsetzen. Den könnte man dann... wo ist er? Da ist er. Ich gehe etwa so. Habe ich genug Ressourcen? Ich habe genug Ressourcen. Können wir auch den schon mal ansetzen. Da gerade eine Straße aufziehen. Ja, ich weiß schon, dass ich da nicht müsste, ja noch, aber... Naja. Ich glaube bei welchem... bin mir jetzt immer sicher, bei irgendeinem Game muss man das so machen, weil sonst checkt es nicht. Und dann ist das Feld dann da. Also respektive dann ist die Straße nicht verbunden mit der da. Ich weiß nicht mehr welches Game das ist, aber es gibt eins, wo es... Ja, das ist ein bisschen blöd gelöst dort. So, jetzt sind wir hier im späten Frühling und das Zeug wächst und gedeiht und ich finde das sehr gut. Mal schauen, ob es da gibt es 13 ist das Mädchen und da ist auch Mädchen und da ist auch Mädchen und wir haben zu wenig Buben. Eindeutig, wir haben zu wenig Buben. Ah, da 13, doch, da hätten wir noch einen. Also machen wir doch da noch ein Haus hin. 24, 40 und 10, ja das sollte klappen. Und irgendwie kann man glaube ich noch andere Haustypen machen, ich weiss nicht wie. Ist das T gewesen? T ist auch 3. Z. Y, X. Naja, ist jetzt gleich eigentlich. Ich hätte einfach mal das Haus machen. Okidoki. Also, der Wald wird gerodet. Das finde ich gut. Stein sollten wir jetzt genug haben, auch für den hier. Der braucht 32 Gabel. Der braucht 10, das macht in dem Fall 42, wir haben 30, aber da wird ja noch abgebaut. Ja, es sollte funktionieren, denke ich jetzt einmal. Das Schlimmste, was kann man immer noch so ein Boarding House machen da. Komm mal weg. Ja, mal schauen. Also jetzt haben wir 6 Laborer dazu bekommen, 6 freie Arbeiter. Da würde ich doch mal meinen, tun wir da einen mehr, da einen mehr und da einen mehr. Dass bei der Ernte das auch ein bisschen schneller geht natürlich. Da sieht nicht schlecht aus. Haben wir da schon etwas produziert? Nein, noch nicht natürlich. Es gibt ab und zu, dass es gleich schon... Oder vielleicht täusche ich mich jetzt auch gerade. Dass dort gleich schon geschlachtet wird, auch wenn es noch nicht so weit ist. Ich glaube, bei den Hühnern ist es glaube ich so. Und auch bei den Schafen wird dann schon Wolle produziert. Und da ist noch nichts gemacht, da ist auch noch nichts gemacht. Gut, das läuft. So, okay. Ich würde mal meinen, für den Einstieg in die neue Staffel von Banished soll es das gewesen sein. Ich mache jetzt da mal, schnell speichern. Ah, anscheinend habe ich doch schon. Aber das ist einfach noch mit dem alten. Vor dem Update ist das gewesen. Das Update ist glaube am 26. Nein, am 14.06. ist glaube das Update gewesen. Also würde ich jetzt mal da ein neues machen. Save. Und mit der letzten Tat, die ich gemacht habe, wollte ich euch mal entlassen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, wenn jemand zugeschaut hat. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Banished. Neue Staffel, neues Glück. See ya!